Hier ist nu Onse Jeschicht Nummer 32. Onse Geschichte wordt uitgestudeerd en opgesteld en voorgelezen van George Rumpel in Winkler, Manitoba, Canada. Van deel hier wie van wo de woedaknoopheid en de Ohalajewak-kolonie bij Cuauhtémoc, Chihuahua in Mexico en ook de 53 jaren dat wordt doorbracht dat MCC ook door om met te helpen in Mexico. Zeer interessant. Dit is de Brigge Radio Saihab bij dit plotische radiostation. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Ditmaal vertalen we eerst nog een beetje van wo dat MCC in Rusland hongersnood met houdt. En dan fangen we aan wat davon te vertalen wat in dem amischen Nachrichtenblatt Budget 1953 en 54 bericht worden is van wo dat MCC de Mennoniten bij Cuauhtémoc, Chihuahua helpt en wo dat doorheen viert dat de Amische uit de Verenigde Staten en Canada de Jermolid geld lenen om ihr land kijken. De oud-kolonische leiderschaft in Mexico wordt ook van MCC gevraagd nog methelpen in Rusland. De voorstehers maken bekend dat in Rusland veel mensen en ook veel Mennoniten hongeren moesten. Einige predikers maken dat ook bekend van de kansel uit. En de oud-kolonische voorsteher in Chihuahua sammelten geld en schickten dat naar dat MCC en de USA. Ik kan niet zeggen wer in Mexico damals alle geld gegeven heeft en hoeveel. Aber als dat MCC de arme mankte Mennoniten in Chihuahua later 1953 en 54 ook help en vele van de ooms door jaren werden dat ihre lied zich van dem MCC helpen leiten, dan heb ik toegehoord van onze voorderstof van vertaalden dat oud-kolonieën dem MCC durch ihre Vorsteher geld geschickt haben, om de hongersnood in Rusland mildern helpen, en dat sogar ook Isaac M. Dick geld gegeven heeft daartoe. We hadden ons allemaal wat ervan verteld, dat het in Chihuahua, Mexico 1950, 51, 52 en 53 zeer weinig regende, en dat het in die jaren besonders op de motorkolonien Swiftcurrent en Manitoba zeer weinig voeder geeft. Dadurch worden door in deze jaren vele lied nog waren zeer arm. En dan informeert dat MCC de gemeenten in de USA dat zij Mexicanische Mennoniten aan ihre armoede helpen willen en dat Mennonitische gemeenten in Canada en de US daaraan deelnemen kunnen. Vele verschillende gemeenten, besonders de Amische Mennoniten, nemen daaraan deel. Arme lied maakt de Mexicanische Mennoniten in Chihuahua kregen 1953 en 54 zeer veel hulp durch dat MCC. We zeiden ons ook al eer dat het op de Noordkolonie in de aanvangs 1950 jaren op eingesteden middelmäßig goede arenden gegeven had, wist dat land dan nog frischer weer en daar ook een beetje meer geregend had. Maar dat weer niet overal zo op deze kolonie. En de Mennonitische dorpen geeft dat daar ook zeer weinig en vele dorpen. En vele lied worden daar ook zeer arm. We willen nu aanvangen daarvan te vertalen, wo de arme families dat in Mexico durch deze 3 jaren gegaan heeft. En ook van wo dat MCC arme families 53 en 54 bij Cuauhtémoc heeft verzocht met te helpen. Im jaar 1950 reden dat in Chihuahua al zeer weinig. En vele dorpen werden vormen ihre arend zo klein dat ze niet genoeg voeder kregen voor ihre pierden rinder. Im Jahr 1951 hadden al vele Bürgers nicht genug Zoothover zum ihren Acker bestellen. Aber meistens können so eine Bürgers noch Zoothover kriegen von Bürgers, die noch mehr Hover gekriegt haben, als sie brauchten, oder noch von Eier liegen haben. Aber dort Regen war da mal so wenig, dat viele Lied waren nicht Zoothover kriegen und auch nicht genug Futter kriegen für ihre Pierden Rinder.
Besonders die Bürgers, die noch mit ihrer großen Arbeitspied den Acker bestalten. Immer mehr Bürgers verkauften ihre große Arbeitspied durch Wehen und kauften billige Traktors. Im Jahr 1952 mussten all noch mehr Farmer ihren Soothover kaufen oder sogar borgen. Viele beiden den von Aaron Redderkop in Quacktemok. Aber nicht alle Farmer hatten den Mut, noch weiter Soothover oder Sootschoblen zu borgen. Viele hatten noch kein Geld, um billige Traktors zu kaufen. Von so einer uitgebuurde Bürgers verpachten einige lieber billig ihr beste Land, wann dort wer pachten will. In de meeste mennonitische Darpareien dort 1952 war da so wenig, dort de Farmer war da mal eine sehr kleine Ahren kriegen. Noch mehr Bürgers verkauften ihre schmacke große Arbeitspied, um weniger Futter zu brocken, um dort weniger Futter für die Mahlzeit zu holen, von wo sie lebten. Bei den Dieren Futter kaufen mochten, wohl immer noch weniger von Mahlzeit überblieben, zodat bei vielen Lied nicht mehr genug überblieben wollte zum Leben. Viele Bürgers verkauften wat von ihrer Mahlzeit zum Futterkaufen kennen für ihre Ewigkeit. Aber wills die Kolonisten so viel Rinder zu gleicher Zeit verkaufen wollen, mussten sie die viel zu billig verkaufen. Für ihre große Schmacke Piet kriegen die Bürgers überhaupt meist nicht. Hier und da schlacht mal ein Bür ein oder zwei von seinen Piet, kocht und dreht das Fleisch und schraut dort manch sein Hühnerfutter. Im Jahr 1953 mussten noch viel mehr Farmer ihren Soothover in Sootschoblen borgen. Und das Borgen war sehr schwer, besonders für so eine Bürgers, die ihre Latjosche Soot noch nicht betont haben. Das ist, wo MCC Anfang viele arme Bürgers Geld zu liehen zum Soothover und Sootschoblen kaufen. Aber nicht alle arme Lied wollen sich vom MCC helfen lassen, weil viele ums zu jähen wären. Noch mehr Bürgers wären 1953 all so uitgebuurt, dass sie nicht den Not abbringen können, noch mehr Schuld zu merken und dann vielleicht doch weiter nichts oder meist nichts kriegen. Und dort Regen 1953 wirklich war da mal sehr wenig. Und einige Darpa kriegen die Lied so zu sagen nichts. Noch viel mehr Lied verkauften nu wat von ihrer Mahlzeit zum Futter kaufen können für ihre Ewigkeit. Im Jahr 1954 lieben noch viel mehr mennonitische Bürgers vom MCC Geld zum Sozietreid und Traktalin kaufen, noch weiter ihren Acker bestahlen zu können. Und noch mehr Lied werden gedwungen, immer weiter nur MCC zu kommen, nur Geld für einen Sack Mehl und so wieder. Aber 1954 reden dort endlich mal weiter genug am großen Bustierstol, zum durchschnittlich alle Formen eine mittelmäßig gute Abend anzubringen. Von da an verbessert sich die Mennoniten ihre wirtschaftliche Lehre am großen Bustierstol. Kriegt an diesem Jahr 1954 fangen die Lieder in Guillermo Durango an, noch Help zu sägen, ihr gepachtet Land kaufen zu können, wann im Januar 1955 ihr Pachtkontrakt uitranen wurde. Und so, wenn wir nu viel vertalen wollen von wo das MCC, und besonders die amischen Mennoniten durch das MCC, sich bemühen, Notlindern zu helfen, manche Mennoniten in Mexiko, dann wo wir alle ein bisschen abpassen müssen, dort wir zu holen kriegen können, kriegt, was wir uns vertalen von der ersten Hälfte 1950er Jahren. Dann die Berichte an dem amischen Budget von dem armen Lied in Chihuahua helfen und von der Lied auf die Jermo-Siedlung helfen, rannen manchmal so ein bisschen durcheinander. Die Jahre 1950, 51, 52 und 53 wären gewöhnlich 3 Jahre in Chihuahua, Mexiko. Viele, sehr viele Familien ihre finanzielle und wirtschaftliche Lage hat sich in den 1940er Jahren auch sehr verbessert durch ihren sogenannten regelmäßigen Mahlzeitskriegen. Aber durch diese Reihe von 3 Jahren wurden viele Lied noch weiter sehr arm. Besonders die ärmere Familien, die auf der Nordkolonie, wie all dem Schworen noch mit ihrer großen Waterknappheit kämpfen mussten. Das MCC kam 1953 nach Quacktemok, nicht nur um die Armen auf der Nordkolonie zu helfen, aber besonders diese. Ich glaube, das wird für uns alle sehr gut sein,
wann wir uns von dieser schwere Zeit wird vertalen wollen. Dann auf verschiedene Wege fängt unsere Geschichte sich an zu ändern, während oder durch die große Armut mang uns in diese Jahren. Auch dadurch, dass das MCC mang unsere Menschen in diese Jahren versucht, waren auch nicht gerade Hungersnot, aber große Armut zu lindern. Nu fangen wir an, von den Berichten in der amischen Nachrichtenblatt Budget zu vertalen. Am 19. Februar 1953 schrift William H. Stauffer in einer amischen Tijdschrift oder Nachrichtenblatt, was Budget heißt, so. Als Antwort zu einem Raub von unseren Brüdern in Mexiko fuhren mein Freund, ein erfahrener Barmbohrer von Nebraska, in New Mexico en verbrachten dort de laatste week met alkoholische Mennoniten dicht bij Cuauhtémoc, Chihuahua en Mexico. Wir wollen hier von diesem Bericht und auch wieder von vielen anderen Berichten bloß kurze Enge vertalen. Stauffer schrift unter anderem wieder. Von 40 bis 50 Mil Norden von Cuauhtémoc wohnen ungefähr 200 mennonitische Familien en ungefähr 10 Darpa. Dat handelt sich hier an der Nordkolonie Darpa und dort werden 13 Darpa. Diese Lied haben noch ungefähr 400 Rinder und 250 Pferde in jeder Darp und die sind sozusagen ganz uit Water. Wir hören Geschichten und sagen mit unseren eigenen Augen, dass früher mit Pferd und Wels mit 200 Liter Watertonnen daarboven, was 13 Mil den Tag fahren mussten, für ihre Familien und Vieh genug Wasser in Haus zu holen für einen Tag. Diese Lied versuchten einen Baum zu steiten, mitten auf der Kolonie. Die kamen mit ihrer Maschine bei 900 Schaddeib, so wie aus dieser Maschine steiten kann, und fangen nicht Wasser. Man lebt, wenn das Loch noch 200 oder 300 Schaddeib gemerkt werden kann, dann kann da vielleicht eine Waterleue gefangen werden. Stauffer schrift wieder, wir schlagen vor, eine gebrauchte Bohrmaschine in Kansas zu kaufen und die dort handzuschecken. Und wir weten noch von einem erfahrenen Barmbohrer, der willig sein wird, freiwillig einen Barm zu bohren für diese Menschen. Und dann schrift Stauffer, eine andere allgemeine Hilfe, was den Mennoniten in Chihuahua fehlt, ist diese. Da sind eine toenemende Zahl von Familien, die ganz abhängig sind vom MCC für Mehl zum Eten. Und auch für Saatgetreide, um ihren Acker noch weiter bestellen zu können. Viele Farmer haben all letztes Jahr und das Jahr davor ein 12% Geld geliehen, um ihr Saatgetreide zu kaufen. Und die haben auch in diesem Jahr kein Geld, Saatgetreide zu kaufen. Stauffer schlitzt seinen Bericht im Budget mit dieser Wert auf. Dit sind unsere Brüder. Lass uns die helfen. Wenn die angereicht worden sind, zu helfen, dann schickt ihr Geld nur dem MCC in Akron, Pennsylvania, und sagt an, das ist für Mexiko. Ich sehe mich sicher, wir waren alle Recker sein, wenn wir helfen wollen. Am 5. März 1953 gibt Reverend William H. Stauffer im Budget weiter einen Bericht über die Armut in Mexiko, en roept de Mennoniten weiter ab zum Geben. Unter anderem sagt er bei seinem Appellieren so, das ist nicht möglich, etwa über die Grenze in Mexiko hineinzuschicken. Wir müssen unsere Gaben und Geld durch das MCC geben. Am Ende von diesem Bericht sagt Stauffer, das Publikum ist eingeladen bei uns, den 8. März in der Mennonite Church zu kommen, dort die Lichtbilder von Mexiko zu sehen, die er durch Sonntag 37 bei ihm wiesen will. MCC hat 1953 nicht eine Bohrmaschine gekauft für die mexikanischen Mennoniten,
aber sie haben Geld noch Koktemok geschickt und viele Lied mit Mehl zum Eten und solche Trägt zum ihren Ackerbesäen verholpen. Am 7. Mai 1953 schrift J. Joder im Budget unter anderem so: Ich soll, wenn ich bei Mexiko komme, einen Bericht schreiben. Ich sehe hier nu in Koktemok bei Reverend B.H. Jansen, der hier vom MCC angestellt ist. Hier ist viel Armut, manche Mennoniten, manche Mexikaner und auch manche Indianer. Ein Mennonit sagt mir, dass er am Feierstund eine Fuhr Water an Huis holen für seine Familie und sein Vieh. Ich wünsche, mehr Menschen von den USA können die armen Verhältnisse hier sein. Ich werde nach Mexiko geschickt werden, das Geld wird von den amischen Brüdern für Notländerung in Mexiko gegeben worden, selbst die Mennoniten ihre Not hier zu sein. Und ich kann mit Vertrauen sagen, dass das Geld hier gut angewandt worden wird. In seinem Bericht im Budget am 28. Mai 1953 schrift J. Joder so: B.H. Jansen von Newton, Kansas, ist in Koktemok angestellt vom MCC, um Rechten zu sein, wann die Lied noch Hilfe kommen. Er fragt jede Person, die noch am kommt, was am fehlt, und schrift dann alles ab. Viele gibt Mehl und Cereal. Wenn ein Mann kommt und fragt noch solche Träde oder noch Traktelin, dann gibt ihm eine Note, mit der er dort schreiben kann, was am fehlt. Und er muss dann eine Note unterschreiben, dass er das Geld zurückholen wird, wenn er eine Arm kriegen wird. Und wenn er das Geld binnen ein Jahr zurückholen kann das Geld weitergebracht werden, einem anderen an seine Not zu helfen. Viele werden dort wahrscheinlich nicht zurückholen können. Aber Menschen wurden hier geholfen, mit solchen Träd, Gordon, Sotig, Traktorlin und sogar mit Pumpenabstahlen zum Bewotern. Das sind wahre bloß kurze Einigjes aus Joder seinem Bericht. Aber die Reden von vielen Mennoniten ihre Armut, nur dem, dort ab vielen Städten al 3 Jahre so gut als keine Arend gegeben hat, wie es dort nicht regnet. Und auch von der großen Waterknappheit ab der Nordkolonie. En nu neem ik korte engeltjes uit berichten en budget, geschreven van einem John W. Martin. Am 20. August schrift Martin: als ik naar Mexiko kwam ik dat eerste naar Gerhard Klaasens am Dorp Rosendahl, wo ik 10 jaar terug allemaal 15 Monate gewohnt had met mijn familie Taub. Nadat ik hier 4 Tage rum spaziert habe, in etliche Stunden mit MCC Angestellten in Koktemok geredet habe, will ich was berichten von hier. Ich finde das hier so, dass die MCC Angestellten hier nicht viele Menschen persönlich kennen und da werden nicht immer weiten Wohnzonen sind, die wirklich Hilfe fehlt. Und ich möchte auch, dass auch mal wer einen Sack Mehl vom MCC holt und dann den ein bisschen billiger verkauft, als der am Stuhl kostet und dann Schnaps da verkauft. Aber das ist vielleicht eine Übung. Wir brechen hier weiter für das Mal auf. Nächstes Mal vertellen wir mehr von wo dort MCC arme mennonitische Familien wie Koktemok, Chihuahua 1953 und 54 halt. Und danach weiter mehr von wo dort auch für die Lieder in Germo noch einmal schwanger wird. Aber nächstes Mal. Ich sehe George Ramble.